Hey, schön bist du auf unserem YouTube-Kanal. Mein Name ist Tim vom Sunday Night. Hey, wenn du es noch nicht gemacht hast, dann tu doch gerade subscribe bei dem Channel. Wir hoffen, dass die Message von heute dich ermutigt. Wir gehen heute in eine neue Serie. Weißt du aber, wie sie heisst? Johnny hat gesagt, Bibel lesen wie niemals zuvor. Und ich darf gerade mal euch ein Handy vornehmen, wenn ihr hier in der Halle hockt, wenn ihr daheim hockt, wenn ihr in der Loft hockt. Nehmt euch ein Handy vor, weil wir fangen an mit einer Slido. Weil ich weiss, ich habe hier eine Bibel mitgenommen. Mega schwer. Ich weiss, dass das Buch ganz viele verschiedene Reaktionen auslösen kann. Und jeder von uns da innen hat einen anderen Zugang zu dem Buch und wie er damit umgeht. Und wir machen jetzt einen Slido. Und uns nimmt so ein bisschen Wunder, einfach, wo stehen wir als Sunday Night? Was sind unsere Schwierigkeiten, wenn es zum Bibellesen kommt? Ihr dürft mal den QR-Code scannen. Genau, alle ganz aufgeregt. Das sollte auch in der hintersten Reihe funktionieren. Welche Bibelschwierigkeiten kennst du? Und zwar haben wir folgende mal aufgeschrieben. Vielleicht gewisse von euch sitzen da und ihr leset einfach nicht gern. Kann ich mal Hände sehen? Ja, eben, es sind doch noch ein paar. Genau. Das trifft zum Beispiel jetzt nicht auf mich zu, aber grundsätzlich liest du nicht gerne. Und wenn du zur Bibel kommst, du liest es einfach nicht gerne. Es ist ein dickes Buch. Es ist schwierig zum Verstehen. Ich glaube, selbsterklärend. Du machst die Bibel auf und du verstehst einfach nicht, um was es geht. Du weißt nicht, was der Vers bedeutet oder was der mit deinem Leben zu tun hat. Du weißt nicht, wo anfangen. Wie schon gesagt, die Bibel ist ein extrem dickes Buch. Du weißt nicht, wenn du vorne anfängst, ist es vielleicht am Anfang einfach komisch, weil auf Seite 3 redet eine Schlange und du bist so vor dem Text und denkst, hä? Also ich habe noch nie eine Schlange gehört reden und du hast einfach deine Frustration damit. Vielleicht ist es einfach langweilig. Du weißt gar nicht, also wenn du liest, denkst du, ja okay, was bringt mir jetzt das? Es ist einfach, du kannst nichts damit anfangen und du gehst lieber auf Netflix. Oder die Bibel hat keinen Bezug zu deinem Leben. Du liest irgendeinen Text, wo du das Gefühl hast, okay, wieso muss ich jetzt einen Geist schlachten? Oder muss ich jetzt einen Geist schlachten? Oder muss ich, also, wisst ihr, was ich meine? Es hat nichts mit deinem Alltag zu tun. Es ist zu radikal, du kommst zu Texten, wo du denkst, okay, wie bitte? Also, habe ich das richtig jetzt gerade gelesen? Oder habe ich einen Fehler in meiner Übersetzung? Oder die Bibel ist einfach veraltet für dich. Und du denkst dir, okay, wieso sollte ich im 21. Jahrhundert noch irgendetwas mit einem Buch zu tun haben, das mindestens über 1'500 Jahre alt ist? Und weisst einfach nicht, also du musst lieber irgendwie eine Zeitung lesen oder 20 Minuten am Morgen im Zug. Weil das hat einfach mehr damit zu tun, was gerade läuft. Genau, das sind die Schwierigkeiten. Ich kann mich noch abstimmen und mich nimmt es Wunder, wo ihr so ein bisschen abgestimmt habt. Okay, überraschend. Ich weiss nicht, wo anfangen ist mit Abstand am höchsten. Und ich lese nicht gern. Ich verstehe das mega. Und darum machen wir eine Serie jetzt Anfangsjahr. Und unser Ziel in dieser Serie ist wirklich, dass wir einerseits auf diese Bedürfnisse eingehen können, dass wir die Bibel wieder vornehmen und dass jeder von uns auch einen neuen Zugang zu dem Wort lernen kann. Das ist unser Ziel als Sunday Night in den nächsten paar Wochen. Und jetzt, was ich gerne machen ist einfach, ich weiss nicht, was du angekreuzt hast, ich weiss nicht, wo du stehst, wenn es zur Bibel kommt. Ich würde gerne einfach für euch beten, für uns beten, auch als Sunday Night. Und einfach über diese Schwierigkeiten beten und hoffe, dass der Heilige Geist uns etwas Neues aufzeigt. Ist das okay? Jesus, ich danke dir, dass wir diesen Monat starten mit deinem Wort. Dass wir wirklich in die Bibel eintauchen. Und du siehst jeden einzelnen von uns, der da hockt, wo Frustration mit sich umtreibt, vielleicht wenn es gerade zur Bibel kommt. Wo überfordert ist, wenn es zum Lesen kommt, wo überfordert ist auch mit der Dicke von dem Buch und wo nicht weiss, wie damit anfangen. Und ich bitte dich, Heiliger Geist, wir sind da als Sunday Night und unsere Hände sind offen. Wir wollen lernen von dir, wie wir besser mit dem Buch umgehen können. Mach du, dass die Buchstaben zum Leben kommen für uns in diesem Monat. Und dass jeder von uns einen Zugang finden darf, der passt, wo wir dich näher kennenlernen und von innen gegen außen verändert werden. Amen. Amen. Ich freue mich mega, mit euch in diesem Monat unterwegs zu sein. Und Leo, wenn es zu der Bibel kommt, ist natürlich auch die Frage, warum soll man der Bibel denn überhaupt den Glauben schenken? So, genau. Gute Tim, Frage, oder? Ja, mega. Lass dem Tim einen Applaus geben, Tim. Love Tim, like dein Herz. Ich bin katholisch aufgewachsen, das heisst, ich habe die Bibel nie gelesen bis 18. Ich habe es immer mir vorlesen lassen durch meine Mami.
hat aber ganz selten gelesen. Darum habe ich nicht einen Bibelschaden in meinem Leben, sondern als ich 18 geworden bin, habe ich mir eine Bibel gekauft, die Elbenfelder Studienbibel. Wer kennt die noch? Wow, my goodness, wow. Je dicker, desto besser. Und ich habe das mega geliebt, weil da hinten hat es so Karten. Das gibt ein paar Ideen für Ferien, Sharm el-Sheikh, Hurghada, Masmarla. Aber auch Kreuzfahrten, hat der Paulus erklärt, was schön ist, oder? Und es hat so Karten drin, es hat das Inhaltsverzeichnis drin, es hat so Fußnoten, es hat Querverzeichnungen, es erklärt den Background, all die Sachen. Es ist wunderbar strukturiert, wunderbar nummeriert und auch wunderbar perforiert. Und ich habe dann relativ festgestellt, die Bibel hat mich mega angesprochen mit 18. Und ich habe dann so Farbe gekauft und habe dann beim Bibellesen, ich habe das Bild mitgebracht, so geht alles gemalt. So. Dann habe ich gemerkt, gut, das bringt sie auch nicht, oder? Ich klebe sie nachher zusammen. Und nach 5 habe ich gemerkt, man kann ja einfach einen Vers rausmalen mit dem Marker, der dich berührt. Und ich habe das mega cool gefunden, weil die meisten von uns haben eine Geschichte von der Bibel, die dich mega, mega begeistert, oder? Aber die wenigsten kennen die Geschichte von der Bibel. Wie ist die Bibel überhaupt entstanden? Und ich habe festgestellt, die Bibel ist eigentlich mega umstritten, das habe ich nicht verstanden. Aber der Karl Hilti, ein Schweizer Staatsrechtler und ein Theologe, hat Folgendes gesagt: Kein Buch der Welt hat schon so viele Kritiker gehabt und keines ist wie die Bibel allen ohne Ausnahmsweise überlegen geblieben. Mit anderen Worten, nennen wir ein Buch in deinem Leben und die Bibel sagt einfach, I'm still the number one. Und ich möchte mit euch die erklären, wie ist es dazu gekommen, dass überhaupt so eine Bibel entstanden ist. Und die meisten denken, die Bibel fängt an bei Moses. Nein, tut's nicht. Die Bibel ist entstanden wegen Jesus. Also da haben wir Jesus und es gibt den Lukas, einen Arzt, er ist Griech und hat einen Freund, den Theophilus. Was für ein schöner Name. Der Theophilus folgt Jesus nach und hat die Frage, ist denn das, was Jesus sagt und lebt, stimmt das alles auch? Und der Lukas hat gesagt, hey, kein Problem, ich bin ein Arzt, bin akribisch und ich werde alles für dich recherchieren. Don't worry, du musst nur zahlen, aber ich werde für dich das recherchieren. Und es fängt an im Lukas Kapitel 1. Da schreibt der Lukas im Vers 1-2, verehrter Theophilus, Ausrufezeichen. Schon viele haben versucht, all das aufzuschreiben, was Gott unter uns getan hat. So wie es uns von den Augenzeugen berichtet haben, die von Anfang an dabei waren. Ihnen hat Gott, jetzt Achtung, Gott hat ihnen den Auftrag gegeben, die Botschaft zu erzählen. Und der Lukas sagt, hey, by the way, Theophilus, ich bin voll nicht der Einzige. Es gibt andere Frauen und Männer, die sind am Fall auch am Schreiben und ich bin nicht der Einzige. Und du musst wissen, dazu mal hat man kein Smartphone und kein iPad gehabt, sondern der Lukas hat so Papierrollen genommen, so Dokument, und hat in die Dokument alles niedergeschrieben, was er gesehen hat im Leben von Jesus. Im Vers 3 und 4 geht er weiter und sagt, auch ich habe mich entschlossen, allen von Anfang an sorgfältig, akribisch nachzugehen und es für dich, verehrter Theophilus, der Reihe nach aufzuschreiben. So wirst du feststellen, dass alles, was man dich gelehrt hat, zuverlässig und auch wahr ist. Mit anderen Worten, Theophilus ist kein Fake, Jesus ist the real deal und es stimmt, es funktioniert. Dann eines Tages wird Jesus von den Römern am Kreuz angenagelt. Und alle denken, jetzt ist die Show over und alles, was der Lukas aufgeschrieben hat, macht keinen Sinn mehr. Und dann schreibt der Lukas weiter im Vers 23, Vers 53. Er nahm Jesus vom Kreuz, das heißt, der Josef von Arimathäa wickelte ihn in ein feines Leinentuch aus dem Globus. Nein, aber das Leinentuch. Und legte ihn in eine Grabkammer, die man in einen Felsen gehauen hatte und in der vorher noch niemand begraben worden war. Der merkst, der Lukas bringt jedes Detail. Ich hätte gesagt, Jesus ist gestorben, wir haben ihn vom Kreuz oben runtergenommen, irgendwo im Grab. Der Lukas schreibt alles akribisch detailliert auf, weil er gewusst hat, meine Zuhörer sind Griechen, sehr intellektuell, sehr bildet und die wollen genau alles wissen, was ist genau der Punkt. Und Jesus ist im Grab. Und wo Jesus im Grab ist, musst du wissen, haben die ersten Jünger gewusst,
Es ist vorbei. Wir haben 3,5 Jahre dem geglaubt, nachgefolgt. Man sieht, Blinde werden sehen, die Lahme gehen, die Tauben hören wieder. Die Toten stehen auf, dann gewusst, alles ist verkatzt gewesen. Und der Lukas sagt weiter in Vers 55 und 56a, Josef wurde von den Frauen begleitet, die mit Jesus aus Galiläa gekommen waren. Sie sahen das Grab und beobachteten, wie man den Toten hineingelegt hatte. Dann kehrten sie in die Stadt zurück und bereiteten dort wohlriechende Öle und Salben für eine Einbalsierung vor. Mit anderen Worten hat der Lukas gesagt, es tut mir mega leid. Der ist tot. Und er wird auch tot bleiben. Einbalsieren bedeutet, er ist tot und er bleibt tot. Und das musst du das geschichtlich verstehen. Für die Römer das bedeutet, unsere römischen Götter sind immer noch stärker als jeder Gott von den Israeliten. Und die Juden gewusst, der Tempel wird bleiben. Jesus ist nicht der Messias, sondern der funktioniert nicht. Und alle glauben, the show is over. Und der Lukas sagt, aber Jungs und Mädels, ich habe alles aufgeschrieben. Akribisch. Und weißt du, was dann passiert? Nach 3 Tagen steht Jesus von den Toten auf. Er begegnet 500 Frauen und Männer. Und wenn du die Zahl 500 denkst du, ja, das ist nicht gross, weil Zürich hat 1 Million Einwohner, von Winterthur bis zum Aargau. Dazumal hat Jerusalem 40.000 Einwohner gehabt. Und Jesus ist jedem 12. begegnet in Jerusalem. Und das hat sich umgesprochen, wie ein Feuer. Und die Juden haben gewusst, Scheibenkleister. Er lebt. Und die Römer, oh mein Gott. Und liebe Frauen und Männer, der Revival hat gestartet. Man hat das nicht mehr stoppen können. Frauen und Männer sind geheilt worden, sind gesund worden. Das ganze Programm hat Gott gemacht. Und plötzlich haben wir gemerkt, oh mein Gott, es funktioniert. Und im letzten Moment geht Jesus in den Himmel und verlässt die Erde. Und liebe Frauen und Männer, und jetzt wird es spektakulär. Wie ist die Bibel entstanden? Der Lukas sagt, okay, ich habe den Lukas-Dokument mal für euch geschrieben. Für so eine griechische, intellektuelle Frau und Mann. Und dann schreibt der Lukas die Apostelgeschichte, wo die Story weitergeht, man kann es vorlesen. Aber schau 1, Vers 1 bis 2. Verehrter Theophilus, noch genau gleich mit dem Ausrufezeichen. In meinem ersten Bericht bedeutet, es hat nur Dokumente gegeben. Keine Bibel, sondern nur Dokumente. In meinem ersten Dokument habe ich all das aufgeschrieben. Und dann sagt er weiter, ich habe von allem geschrieben, was Jesus getan und gelehrt hatte. Und zwar von Anfang an bis zu der Rückkehr zu Gott im Himmel. Bevor aber Gott in den Himmel aufgenommen wurde, sprach er noch mit den Männern, die er als seine Apostel berufen würde. Und Jesus ist jedem Einzelnen begegnet. Und einer davon ist der Petrus. Und der Petrus ist so geflasht von Jesus und sagt, hey, Markus, hast du gehört von Jesus? Er ist schon verstanden, er lebt, er funktioniert. Und der Markus sagt, oh krass, ich werde das auch aufschreiben in ein Markus-Dokument. Wir nennen es Markus-Evangelium. Und der Markus, seine Freunde sind Römer. Römer ticken anders. Die Römer ticken, Cäsar ist unser Herr. Und alle römischen Götter sind stärker als die Götter von Israel. Und wenn die Römer vom Krieg heimkamen, sind gewonnen gewusst, unsere Götter und der Cäsar haben das Kult, um gewinnen zu können. Und der Markus schreibt das kürzeste Evangelium, vermutlich schreibevoll. Bei Markus heißt Action. Action und Action und Action und Wunder und Wunder und Wunder und Action und Action und Action und Wunder und Wunder. Und Blinde werden sehen, Lahme werden gehen, Taube werden hören und Tote stehen auf. Action und Action und Wunder und Wunder. Und der Lukas sagt, nein, ich mach's mehr intellektuell, akribisch. Markus, und Wunder und Action und come on und Wunder und Action. Weißt du warum? Mit dem hat der Markus seine römischen Freunde gesagt, nicht Cäsar ist der Herr, sondern Jesus Christus. Und Action, und Action, und Action ist unser Herr. Und vergiss und rauch deine römischen Götter, weil der Gott Israel steht über allen Göttern. Ist nicht krass? Come on. Und nachher kommt der Matthäus. Der Matthäus, seine Freunde sind Juden.
Und Juden hat nicht interessiert, ist alles akribisch aufgeschrieben. Juden hat gesagt, Action, Action. Die Juden haben die Frage gestellt, wir haben so viele Verheißungen bekommen von dem Messias. Und der Matthäus sagt, liebe Freunde, ihr, wo den Jesaja-Brief, den Jeremia, den Haggai, alle Briefe auswendig kennen, lasst uns doch bitte genau durch. All die Verheißungen. Und es trifft genau auf Jesus Christus zu. Öffnen eure Augen. Jesus ist der Messias. Und der Matthäus schreibt auf Hebräisch, wird sofort umgeschrieben auf Griechisch, weil im ganzen Römischen Reich hat es Juden verteilt. Ich möchte all meinen Judenfreunden erklären, eure Verheißungen vom Alten Testament hat sich in Jesus erfüllt. Der Lukas, akribisch für die Intellektuellen, der Markus, und Action. Und der Matthäus sagt, alle Judenfreunde, alle Verheißungen hat sich erfüllt. Und jetzt musst du wissen, da haben wir noch den Johannes. Der Johannes hat Jesus gesehen, ist Jesus nachgefolgt, kennt das ganze Programm. Und er schreibt einfach nichts. Und irgendwann sagt der Johannes, bevor ich sterbe, sollte ich auch mal noch schreiben. Und er unterscheidet sich von allen Evangelien. Und was hochinteressant ist, dass der Johannes Folgendes sagt, und ich möchte das euch vorlesen, Johannes 20, Vers 30. Die Jünger erlebten, wie Jesus noch viele andere Wunder taten, die nicht in diesem Buch geschrieben waren. Und liebe Frau, Mann, du musst heute aber eins verstehen. Es hat Christen gegeben zur Zeit von Jesus und nach Jesus, die nicht ein Dokument daheim hatten. Das Christentum ist nicht gewachsen wegen dem Dokument, sondern Dokumente sind geschrieben worden wegen der Christen. Wir sind nicht gläubig wegen der Bibel, sondern die Bibel ist geschrieben worden, weil Jesus funktioniert. Und Johannes sagt, wir haben ein Problem. Es gibt gewisse unter euch, die haben kein Geld, um ein Dokument zu kaufen. Und die einen haben ein Dokument daheim gehabt, die einen hatten den Markus auch noch gehabt, und die einen haben den Matthäus gehabt und gesagt, hey, hast du auch noch ein Dokument daheim? Komm mit täuschen, wie Panini-Bildli. Ich gebe dir, kannst da, komm da, nimm mir ein bisschen den Markus und du gibst mir ein bisschen den Matthäus. Und so hat man die Rolle getauscht und man hat gesagt, das letzte Mal von deinem Vater hat der Markus geöffnet, das Dokument, und der denkt, wow, das haben meine Freunde nicht. Und der Johannes sagt, ich habe ein Problem. Es gibt gewisse unter euch, die haben nicht ein Dokument. Und das kann nicht wahr sein. Und dann sagt der Matthäus, bevor ich sterbe, möchte ich euch sagen, es gibt Geschichten, die sind in all diesen Dokumenten nicht drin. Und dann sagt er im Vers 30, und ich habe unterteilt in 4 Bereiche. Aber die hier aufgezeigten Berichte wurden geschrieben. Johannes sagt, hey, ich habe Jesus gesehen. Ich habe Jesus miterlebt. Im Vers A. Aber auch die aufgezeigten Berichte wurden geschrieben, damit ihr, wer ihr? Er sagt damit du, Loft, Microchurch, online, du, ich und der Leo. Was? Und der Johannes sagt, liebe Frauen und Männer, wenn ihr all die Dokumente daheim nicht habt, dann möchte ich euch ein Fötzel schreiben. Ein Post-it-Zettel. Und ich möchte alles zusammenfassen, was du nicht verpassen darfst, wenn du kein Dokument da hast. Und du denkst, ja, was ist denn das so entscheidend? Und er sagt im Vers 10, aber die hier aufgezeichneten Berichte wurden geschrieben, damit ihr glaubt. An was sollst du glauben? Für alle Frauen und Männer, die sagen, die Bibel ist ein Märchen. Für alle Frauen, die sagen, ich muss die Bibel deconstructen, ich muss sie auseinandernehmen wie ein Motor, am baut der Motor auch wieder zusammen. Sonst ist es eine Katastrophe. Alle Frauen sagen, ich kann nicht an die Bibel glauben. Sagt Johannes, ich habe einen Wunsch, ob du ein Dokument da hast oder nicht. Ob du die Bibel da hast oder nicht. Ich möchte dir ein Fötzel mit auf den Weg geben. Es hat keine Bibel gegeben, sondern vielleicht nur ein Fötzel. Und dann sagt Johannes, was sollst du glauben? Im Vers B, dass Jesus Christus ist der versprochene Retter und der Sohn Gottes. Wer an ihn glaubt, durch ihn habt ihr das ewige Leben. Und Johannes sagt, wenn du nur den Zettel hast, dann glaub an Jesus und du wirst errettet werden.
Liebe Frauen und Männer, das ist the biggest news von allen Dokumenten. Und ich finde es so spektakulär, auch wenn du kein Dokument hast, wenn du keine Bibel hast, sagt Johannes, den Glauben an Jesus, wo dich für immer wird in den Himmel bringen. Liebe Frauen und Männer, wenn man das hört, denkt man, wow, krass, die Dokumente, die hat es so gegeben, die einen haben es, die anderen haben es nicht. Die einen sagen sich vielleicht, warum gibt es da nicht ein Evangelium? Wieso unterscheiden sich die? Danke, dass du die Frage gestellt hast. Warum? Ganz einfach. Johannes sagt, so sehr hat Gott die Welt geliebt. Wer? Er hat den Römer geliebt, den Griech geliebt, den Hebräer geliebt, den Jud geliebt und er liebt den Zürcher und er liebt sogar den Aargauer. Ja, das heisst, alle hat er geliebt, er macht beim Aargau keinen Ausfall. Mit anderen Worten, liebe Frauen und Männer, jeder von ihnen hat einen anderen Zugang. Der Lukas sagt, meine griechischen Freunde, zu euch schreibe ich. Der Markus sagt, römische Freunde, Action, Action. Jesus ist eine andere Nummer als die griechischen, römischen Götter. Und der Matthäus sagt, ihr liebe Juden, machen die Augen aus, Verheißung haben sich erfüllt. Und Johannes sagt, wenn du keinen Fötzel hast, dann nimm meinen Fötzel an. Wenn du Jesus glaubst, bist du rettet werden. Gott hat verschiedene Optionen gezogen, um alle Menschen, egal wo du herkommst, können gewinnen für sein Evangelium. Hast du gewusst? Es braucht auch verschiedene Kirchen. Sagst du, wieso gibt es so viele verschiedene Kirchen? Es braucht nur eine Kirche. Es funktioniert nie. Die einen von euch sind so intellektuell, darum lieben ihr das ICF. Du liebst das hochkomplizierte Evangelium von unserer Church. Na, die einen von uns brauchen eine sehr intellektuelle Kirche, stimmt's? Und die einen sagen, nein, wenn ich das nicht bildlich sehe, bleibt mir das am Montag nicht hängen. Darum, jede Kirche hat ein anderes Mandat von Gott bekommen. Die einen mehr ein Israel-Mandat, ein Altes Testament-Mandat, ein Holy Spirit Flying Department-Mandat. Und die einen intellektuell. Und das ICF sagt einfach, let's make it simple, dass du verstehst und die Großmutter auch. Darum gibt es verschiedene Kirchen, aber immer ein Evangelium. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Kann man, lass Gott einen Applaus geben. Come on. So. So, ich möchte landen mit dem Message, ich möchte das alles zusammenpacken. Die Römer haben kein Problem gehabt mit den Christen, generell. Sie haben kein Problem gehabt mit was du glaubst, sondern was Christen nicht mehr glauben. Christen haben gesagt, wir glauben nicht mehr, dass Cäsar ist unser Herr. Wir werden nicht mehr unsere Knie beugen vor dem römischen Reich. Wir werden auch kein Korn mehr spenden an die römischen Götter. Und die Römer haben gesagt, das ist das Problem. Ich könnte zwar glauben an Jahwe und an Jesus und an Wunder, I don't care, aber wenn wir nicht mehr daran glauben, an Cäsar und die römischen Götter, haben wir ein Problem. Wenn immer ein Problem geht im römischen Reich, hat man einen Sündenbock gefunden. Du weißt ja, der Fußball-WM gegen Portugal, der Sündenbock war falsche Aufstellung. Bei den Deutschen. Weißt du, was ich meine? So, wir sind immer ein Sündenbock. Und der Tertullian hat Folgendes gesagt, das musst du mal gut zuhören. Wenn der Tiber bis in die Stadtmauern steigt, wenn der Nil nicht bis über die Feldfluren steigt, wenn die Witterung nicht umschlagen will und wenn die Erde bebt und wenn es eine Hungersnot gibt und wenn es eine Seuche gibt, sogleich wird das Geschrei gehört werden. Wir werden alle Christen vor die Leue werfen. Weil die Frau und Mann mit ihrem blöden Gott ist schuld, dass unser Scheiße Gott. Und im Jahr 303 kommt der Kaiser Diokletian und das ganze Game ändert sich. Und er sagt zu den Christen 3 Sachen. Alle Christen, die hier bei uns wohnen, 3 Sachen. Ab jetzt werden euch nicht mehr treffen in den Häusern. Wenn ihr euch als Christen treffen, ich werde euch umbringen. Zweitens, wenn jemand von euch nicht besagt mit den Lippen, Cäsar ist Herr, werden wir umbringen. Und wir werden all die Dokumente, die ihr daheim habt, werden wir zusammennehmen, wir werden sie sammeln und wir werden alle die Dokumente verbrennen. Wir werden diesen Dokumenten das Game over machen.
Und wenn einer von uns das Gefühl hat, du kannst Rom verarschen, und wir werden sehen, dass du ein Dokument von Markus, vom Lukas, vom Action, vom Johannes hast, wir werden entweder, du kannst auswählen, dich umbringen, oder wir werden vor deinen Augen deine Frau und deine Kinder umbringen. Weh, einer von euch bewahrt die Dokumente. Hast du gewusst, das Blut der Märtyrer ist immer der Samen der Erweckung. Es tönt brutal. Man hat in China Kirche verboten. Dann hat Christen gesagt, okay, dann treffen wir uns halt unterirdisch. Und sind gewachsen, schneller als öffentlich. Was haben die ersten Christen gemacht? Sie nehmen die Dokumente und haben sie versteckt in allen Höhlen. Hast du schon mal gehört von der Qumran-Höhle, wo man die Dokumente entdeckt hat? Wir haben das versteckt, wir können zulassen, dass diese Dokumente akribisch, Action, Matthäus und Johannes verloren gehen. Und ich möchte euch, liebe Frauen und Männer, den grössten Beweis zeigen, warum die Bibel und die Dokumente wahr sind. Der Diokletian hat Tausende von Christen umgebracht. Ich habe eine Liste mitgebracht von ein paar Namen. Und du siehst, die LED-Wand ist voll. Und hast du das Gefühl, dass du sterben wirst für ein Märchen, für ein Fake News, für einen romantischen Jesus, heil mich und für mehr Brotwunder. Die Frauen und Männer sind vor 2000 Jahren haben ihr Leben gegeben, für ein Dokument zu müssen. Diese Dokumente sind wahr. Sie stimmen. Akribisch. Wir haben es gesehen. Wir haben es erlebt. Und lieber sind wir bereit zu sterben, dass nur eins von diesen Dokumenten für immer verloren geht. Und bitte sag mir heute nicht, ich glaube nicht an die Bibel. Das ist bloß ein Märchen. All die Frauen und Männer würden sagen, wer bist du, arroganter Zürcher? Darf ich dir etwas sagen? Die meisten von uns haben von Kirchengeschichte keine Ahnung. Und das ist das Problem. Du hast nur eine Ahnung, was die Leute heutzutage sagen. Oh, meine Gefühle stimmen. Meine Gefühle sind so am Arsch, die sind heute da, morgen sind sie dort. Die Bibel, liebe Frauen und Männer, seit 2000 Jahren hat sich die Prinzipien nicht verändert. Frauen und Männer haben ihr Leben für ein Dokument angegeben, damit du und ich das lesen kann. Was ist das Problem, wenn die Frauen und Männer sagen, ich glaube nicht an die Bibel? Was passiert denn? Der große Gott wird klein. Shrink my Jesus. Und du wirst, der kleine Pimpel aus dem Appenzell wird plötzlich riesengroß. Und weißt du, was noch passiert? Du glaubst nicht mehr an Veränderung. Die Gender-Agenda und LKQ 7519 hat eine Botschaft. Du musst gut zuhören. Du kannst dich nicht verändern. Das Kreuz ist nur ein Symbol und eine Dekoration an Ostern. Die grösste Botschaft vom Evangelium, wo jedes Dokument sagt, wir haben es gesehen, wir haben es gehört, die Blinden sehen, die Lahmen gehen und Gott verändert, haben sie genügend im Dokument, damit du und ich wissen, das Evangelium tut noch immer in unserem Leben Sachen verändern. No always. No always. No always. So, ich meine Ende. Cool ist das, der glimmende Docht wird nie zerlöschen. Und das geknickte Rohr wird nie brechen. 30 Jahre später kommt der Kaiser Konstantin und er sagt, liebe Frau und Mann, ist jemand von euch blind? Die Dokumente funktionieren, Christen sterben und je mehr wir umgebracht haben, desto mehr sind Christen sich vermehrt. Und er sagt, liebe Frau und Mann, wir müssen Rom, das ganze Empire, christlich machen. Und er hat den christlichen Leuten ein Mandat gegeben. Sammeln bitte all die Dokumente. Bringen sie bitte alle zusammen. Und schreiben alles sorgfältig auf. Von den Augenbericht von dem Jesus, der Wunder macht. Und nur ein paar Jahre später haben Christen zum allerersten Mal ein Buch in der Hand mit allen Dokumenten. Und das hat geheißen La Biblia. Und zum ersten Mal haben Frauen und Männer so ein Buch in der Hand gehabt. Und nummeriert und strukturiert. Während der Lukas sagt, strukturiert? Ich habe nur eine Rolle gehabt. Und es ist so krass, Frau und Mann es in ein Leben gegeben, damit du und ich ein Buch lesen können. Das Kraft und Wunder von Jesus hat sich bis zum heutigen Tag nicht verändert. Der gleiche gestern, heute
bis in alle Ewigkeit. Danke, Leo. Lieber Sunday Night, ich weiss nicht, was die Message mit dir gemacht hat. Ich hatte das Privileg gehabt, die Predigt heute Morgen schon zu hören, und es hat mich wie nochmal aufgerüttelt. Die Aufstellung und das Herzblut von diesen Menschen zu sehen, die ihr Leben gelassen haben, damit wir das Buch haben, das wir allzu oft als selbstverständlich anschauen. Und wir wollen heute Abend unser Herz neu entfachen lassen für das Wort, das wahr ist. Und als ich heute hier im Worship war, habe ich einen Vers aufs Herz bekommen, wo der Heilige Geist zu mir geredet hat, aus dem 4. Mose 23, Vers 19, wo es heisst: Gott ist kein Mensch, dass er lügt. Er ist nicht wie einer von uns, der seine Versprechen bald wieder bereut. Was er sagt, das tut er. Und was er ankündigt, das führt er aus. Und das ist so eine Ermutigung für dich und für mich, in den Start, in das 2023, unser Herz aufzumachen und nochmal zu sagen: Jesus, wenn es dir so wichtig ist, dass dein Wort mein Leben verändert, dann lade ich mich darauf ein. Ich will mich darauf einlassen, deinem Wort Glauben zu schenken, weil es wahr ist. Und verstehst du, wie es der Leo gesagt hat? Der Mainstream wird immer etwas anderes sagen. Und man muss doch und man sollte doch und politisch korrekt. Aber das ist egal. Da geht es um sein Wort, das wahr ist und das Leben verändert. Seit 2000 Jahren. Komm, wir stehen alle zusammen auf. Wir haben ganz bewusst auch gestartet, das Team vorher, mit einfach mal einer Umfrage. Schau, es ist amigs unsere Beziehung zum Wort Gottes ist nicht einfach. Es ist amigs schwierig, wirklich den Zugang zu finden. Aber zwei Sachen. Erstens, die Geschichte von diesen Märtyrern gibt mir eine Vision. Eine Leidenschaft zu haben, dass ich mein Leben sogar geben würde für das, dass das Wort kann weiterleben kann. Und das Zweite, mich hat das so inspiriert, das Design mit diesen Tauben. Immer wenn Jesus über den Heiligen Geist geredet hat, hat er gesagt: Hey, der Heilige Geist ist der euch lehren wird. Er hilft euch, die Bibel zu verstehen. Er wird euch erinnern an alles, was ich gesagt habe. Und er wird euch in alle Wahrheit führen. Wir haben den Heiligen Geist, der uns den Zugang schenken zu der Bibel und leidenschaftlich machen. Und ich glaube, ein erster Schritt ist heute Abend, dass wir Gott unser Herz anheben, unsere Zeiten oder unsere Beziehung zu der Bibel und einfach sagen: Gott, du darfst mein Herz, meine Leidenschaft für die Bibel entfachen. Du darfst mir neue Zugänge schaffen. Du darfst in diesem Monat mich challengen, mich lehren, mich Neues entdecken, mir einen Schritt vielleicht auch in Disziplin zeigen. Du darfst, Gott. Und für alle, die sich das wünschen, dass Gott das tut, hebt deine Hand und der Dominik segnet uns. Heiliger Geist, ich danke dir so viel mal, dass du siehst unsere Herzen, dass du siehst unsere Herausforderungen mit dem Wort, mit dem Buch. Aber ich danke dir, dass du ein Geist bist, der das Wort zum Leben bringt, wo immer uns wieder neue Sachen aufzeigt, uns ermutigt in unserem Alltag hinein. Dort, wo wir Herausforderungen haben. Und ich segne euch, dass das Wort zu einem lebendigen Wort wird, zu einem Rema-Wort, zu einem Wort, wo unser Leben mehr und mehr auf den Kopf stellt und verändert in das Ebenbild von Jesus, was unser Ziel ist. Ich danke dir, ist dein Wort wahr. Und ich danke dir, bist du nicht ein Gott, der lügt, sondern ein Gott, der vertrauenswürdig ist. Und ich will euch einfach segnen und ermutigen, vertraut auf das Wort Gottes. Vertraut auf die Wahrheit. Und wie du gesagt hast, Heiliger Geist, du liebst es uns, in alle Wahrheit zu führen. Du liebst es uns zu sagen, was du vorhast mit unserem Leben.
Und ich danke dir dafür und ich segne euch mit einer frischen, begeisternden Freude, die Worte wirken zu lassen auf euer Herz und zu sehen, was Gott tun kann durch euer Leben in dem 2023 und darüber hinaus. Danke vielmals, Jesus. Amen. Ich habe nochmal eure Antworten oder die Antworten, die wir gebracht haben heute, da nochmal von dem Slide hier, was unsere Schwierigkeiten sind. Und mir ist etwas in den Sinn gekommen. Es ist ein bisschen oft, als wäre da, weißt, die Bibel sagt, das Wort Gottes ist lebendig und kraftvoll. Und es gibt Zeiten, und vielleicht bist es du im Moment, wo du merkst, ja, aber das Wort Gottes ist in deinem Leben im Moment nicht lebendig, nicht kraftvoll, sondern eher, weisst nicht, wo anfangen. Du liest grundsätzlich nicht gern, es ist schwierig zu verstehen, es ist langweilig, kein Bezug zu meinem Leben. Und ich glaube, das Wort Gottes ist eigentlich lebendig und kraftvoll. Und heute Abend lernen wir ein neues Lied zusammen, das uns in dieser Serie prägt. Dass der Heilige Geist wieder Leben hineinbringen soll in unser Bibellesen. In das die Bibel wieder lebendig und kraftvoll wird. Und darum singen wir das zusammen und singen, komm wieder zum Leben im Namen von Jesus. Meine Leidenschaft für die Bibel. Ist das gut? Komm, Pere, sing's mit uns. Ich liebe es, wie Gott die Bibel braucht, um zu uns Menschen zu reden. Ich hoffe, die Message hat etwas bei dir ausgelöst und Gott hat die Möglichkeit gehabt, um zu dir in dein persönliches Leben zu reden. Hey, wenn es dich wundernimmt, was noch alles andere im Sunday Night passiert, dann abonniere doch unseren Telegram-Channel, weil du bekommst alle Infos, was sonst noch läuft bei uns in der Community. Und wenn die Message irgendetwas mit dir gemacht hat und du dich wunderst, was gibt es noch für andere Möglichkeiten, wie du die Bibel lesen kannst, dann kannst du da drauf drücken und dann hat es weitere Videos von unserer Serie Bibel lesen wie niemals zuvor. See you next week.